Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Ja, komm mal her, du. Ho. Ey. Oh na, wo kommst schon du her, du Butzenickel? Ich hab's hackt. So. Haut der mir einfach 2 Feuerbälle ins Kreuz? Ich glaube, es hackt. So, dann machen wir nochmal eine kleine Wundheilung. Hat der mir mehr abgezwackt als dieser blöde Orkkrieger hier. Der hat nämlich gar nichts gemacht. Also ich glaube, ich habe es noch so in Erinnerung, dass der orkische Feldherr, der Kriegsherr, unter der Brücke ist und Jahwe ist einfach nur sein Gefolge. Ich könnte mich aber auch mal wieder irren. Schauen wir doch mal. Ne, es sieht gut aus für uns. Das sieht doch ziemlich gut aus für uns. Das sollten wir aber hier nochmal definitiv eine Runde speichern. Und nämlich der ganze Pöbel wieder angewalzt. So. Da muss ich jetzt halt die paar Hiebe von den Orks in Kauf nehmen. So. Komm schon. Der Tanz ist noch nicht vorbei, ihr Schweinebacker. Für dich auf jeden Fall schon. Und gut. Mittlere Wundheilung hinterher. Irgendwo höre ich noch ein paar Orks. Die könnten nach unten sein. Dass ich hier nur der orkische Feldherr fertig gemacht habe. Gott, wie viel Uhr haben wir es dann? Ach Gott, schon 17:41 Uhr, wie die Zeit mal wieder vergeht, wenn man Orks jagt. Ne? Okay, der hat auch wieder seinen Ring dabei, das ist gut. Könnten da ist nichts zu ohne noch ein paar von den Schweinebacke sein. Ja, da ohne sind welche tatsächlich. Sehr clever. Sehr, sehr clever, muss ich sagen. Gut gemacht. Jetzt heilen wir uns erst einmal. Und dann gehen wir nochmal drauf. Immer hieß immer nicht gestorben. Das ist doch schon mal was. So. Ups. Bin gleich für dich da. Und. So. Ja, die gehören ja eigentlich alle mehr oder weniger zu so einem selben Netzwerk, der da unten, der so blöd auf dem Weg standen hat. Nichts zu holen. Dann war da noch der auf der Brücke. Ja, also irgendwie gehören sie mehr oder weniger zum gleichen Netzwerk hier, diese Orks. Wo war da noch ein dritter? Gut. So, dann haben wir das jetzt auch noch erledigt. Dann ist dieser Ork-Trupp niedergemacht. Ich glaube, das war bisher derjenige, der das meiste Gefolge an Orkkrieger bei sich gehabt hat. Dann sollten wir nochmal hier unser Mana hoch. Dann nochmal eine schöne große Riesling-Schorle gepetzt. Und dann gucken wir nochmal, dass wir auf die Karte schauen. Und von da aus führen wir uns weiter. So, beim Kloster ist auch noch was auf dem Weg. Und dann anscheinend Richtung Wildnis, Richtung Pyramide. Die können wir auf jeden Fall noch machen. Und dann gehen wir noch eine Runde, wo Penner. Weil dann wird es wahrscheinlich zappedusch da wieder sein. So, wir könnten natürlich hier auch nochmal ganz kurz speichern und nochmal ein bisschen beten. Ich glaube aber, der spuckt kein Attribut aus für uns, ne? Ah doch, Geschicklichkeit +1. Danke, Enos. Ah, jetzt sind wir bei Geschick 70. Sehr schön. Okay, der hat sogar nochmal einen Attributspunkt rausgespuckt. Das ist doch schon ziemlich gut. Und beim Kloster ist ja auch klar, wenn du natürlich auch ein taktischer Standpunkt ist von dem Menschen, fest die Institution, die man ausspähen kann, ist es logisch, dass diese Orks hier auch rumlungern. Ich glaube, die gehen gerade auf den Feuermagier los, kann das sein? Ja. Das kann ziemlich sein sogar. Ihr Mistkerler. So, die haben den Feuermagier hier gekillt. So. Das darf ja auch nicht wahr sein, oder? Der haben sie jetzt tatsächlich, ich bin nur hier und hab gegen den gekämpft, die haben ja Waffe gezogen und sind schon sofort auf den Feuermagier losgegangen. Scheiße, ne? Das ist richtig scheiße und böse jetzt gelaufen.
nicht so gut für uns. Vor allem nicht so gut für das arme Schwein hier. Iskarot hieß der, glaube ich. Naja, in dem Fall könnte man wohl eher Is No Good nennen, die arme Sau. Na gut, die Orks hätten fertig gemacht. Iskarot, ja, das war's dann mit dir. Sorry, Kumpel, ich hätte mir für dich was Besseres gewünscht. Aber wir könnten das ganze Gelecker ersparen, indem wir jetzt nochmal die Rune zum Kloster nehmen. Weil ich will nämlich noch zu Milton und dann nochmal fragen. Milton, willst du mit mir gehen? Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Ja. Was hast du herausgefunden? Verzähl ich auch gleich Ich noch. weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Natürlich. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ah, jo. Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Mach ich noch? Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Habe ich auch Wenn schon. du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und im Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Ja, du kommst auf jeden Fall mit. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut, wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Ah jo. Sehr schön. Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Wer wird mein Kapitän? Ist jetzt auch mal offiziell die Quest. Okay. Gut. Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Er müsste eigentlich noch im Kloster sein. Wenn er dir allerdings nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Khorinis. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Jo. Also Jorgen nehme ich auf jeden Fall noch mit. Und Lee wird mich auf jeden Fall auch nochmal begleiten. Torloff wird ganz bestimmt nicht mein Kapitän. Weil wenn ich mich mit Torloff als Kapitän freunde will, dann will der, dass ich die Burg im Minetal öffne und dass die Orks die Burg überfallen. Und das mache ich keineswegs. So, Garons Minenkarte will ich nicht. Ich will die Kriegskarte der Orks nochmal angucken. In dem Gebiet sind insgesamt 3 Stück. Die kann ich noch platt machen. Und dann schauen wir mal. So, da ist noch dieser Jäger unterwegs. 20 Lernpunkte. Ich hoffe ja, dass ich, wenn ich diese Quest mit der orkischen Kriegsherre beendet habe. Ach du heilige Scheiße. Durchspeicher mal jetzt nochmal besser. Habe ich ja dieses Gefühl und diese Hoffnung, dass ich dadurch nochmal mehr Rune kriege, also bessere Paladin-Rune. Ach du heilige Scheiße. Du kommst schon gar nicht mit durch. Okay. Ganz kurz. So, noch einmal. Alter Falter. Okay, der mischt sich auch noch mal ein bisschen in den Kampf ein, der Hansel. Aber ich bezweifle, dass der doch groß was reißen kann. Schnell. Zieht das Schwert. Okay. Oh, scheiße, der steckt in... Der steckt in Gefahr, ja. Ich wollte es gerade sagen. Die arme Sau kann ich wegen meinem Verschulde jetzt nicht verrecken lassen. Das machen wir keineswegs. So, dann nochmal auf die. Okay, irgendeinen Orkkrieger habe ich noch erlegt. Vor lauter Zusatzschade klaue Belias. Warte mal. Kommt mal mit, ihr blöde Orks. Ja, das war klar. Das war klar. Das ist einfach ein riesengroßer Haufe hier an Orks. Das wird ein immenses Problem darstellen. Ich probiere trotzdem nochmal den zu separieren. Okay. Mit dem Zusatzschade von der Klaue Belias mache ich mit dem ganzen Pulk schon ziemlich viel Schade. Okay. Gut, ich glaube.
du heilige Scheiße, das war jetzt ein Sauhaufen vor dem Herrn. Aber wir haben's gepackt. Boah. Eine ganze Kriegstruppe auf einmal, das war schon nicht schlecht. Es waren 2 Kriegsherren dabei. Und ansonsten schon noch etliche Krieger. Aber ich denke, wenn die in dem Pulk stehen und ich dann mit der Klaue Belias noch drauf klopf, dann verteilt sich dieser Bonusschaden ja auch auf die anderen Orks. Und anscheinend auch mehrfach. Weswegen die dann alle schon von dem Bonusschaden ausgenockt sind. So, das sind dann wieder 2 orkische Kriegsherren weniger. Kommt mir ja alles zugute. Dann einfach im Weg weiter folge. Dann schauen wir nochmal gerade kurz auf die Karte. Kurz vor der Pyramide, hätte ich noch gesagt. Kurz vor der Stufe Pyramide war auf jeden Fall noch einer. Und ja, da vor der Brücke. Okay, sollten wir auch noch eigentlich alles im Rahmen der Zeit packen. Gewitterleid, das war jetzt auch nochmal ein richtig fieser Kampf gegen diese ganze Ork-Pulk. Aber ich kann es nicht verantworten, dass jetzt noch einer wegen mir stirbt. Der Iskarot, ja meinetwegen, dann ist es halt so. Da habe ich jetzt auch wirklich nichts machen können. Wenn sofort auch dieser orkische Kriegsherr auf den losgeht, kann ich dort definitiv nicht viel machen. Da habe ich dann echt in die Hose geschissen und der hat vor allem in die Hose geschissen. Hätte ich vielleicht vom Kloster auskommen sollen. Huch, was ist mit euch da los? Rosi und Till. Okay, was ist mit euch los? Erstmal eine Geldbeutelstehler. Und Till. Das wäre einfach, gut. Alles klar, das war ja der Sohn vom Bauer. Ich glaube Seekop, ne? Was machst du hier in der Wildnis? Es war nicht mehr zum Aushalten auf Seekops Hof. Seekop ist ständig völlig ausgerastet. Man konnte sich nachher überhaupt nicht mehr mit ihm unterhalten. Ewig dieses Gebrülle. Ich muss hier weg. Weiß aber nicht wohin. Interesse an einem kleinen Handel? Was kannst du mir anbieten? Was willst du haben? Ah, okay. Gut, die handelt. Bleibt sogar eine recht gute Sache. Kriegsarmbrust habe ich aber schon nie. Ulmenbogen, das ist jetzt eher Quatsch, den ich nicht gebrauchen kann. Gut. Nö, Kriegsarmbrust habe ich ja schon. Dann... Ich hole dich hier raus. Ich kann dich in die Stadt bringen. Das werde ich dir nie vergessen. Ich werde es dir natürlich bezahlen. Geh du vor. Wir folgen dir. Okay. Rosis Flucht. Na gut, dann machen wir das halt auch noch. Und kehren dann wieder zurück. Aber wenn die in die Stadt wollen, bitteschön, der Weg habe ich ja eigentlich freigemacht, glücklicherweise. Das dürfte jetzt eigentlich kein allzu großes Problem sein. Da können wir uns in der Stadt nämlich auch direkt gleich nochmal Penne legen. Weil ich halt nicht so viel von den Nachtwanderungen hier Mitte in der Wildnis. Aber scheint ja auch so, dass die Lage sich generell und die Laune sich generell nicht gerade verbessert hier in Khorinis. Und dass die Leute immer übler werden. Und der Bauer stänkert anscheinend auch schon ziemlich kräftig rum. Die bewegt sich aber sehr langsam hier, die gut Rosi. Müssen wir immer in diverse Abstände stehen bleiben. Ich bin jetzt froh, dass ich keinen Geschwindigkeitstrank zu mir genommen habe. Ja, okay, der lebt noch. Gut. Bei dem hat sich jetzt auch kein Ork mehr rumgetrieben. Dann ist er in Ordnung. Solange der Typ lebt, ist alles in Ordnung. Ich will jetzt nicht unbedingt mehr unschuldige Zivilisten in der Todreise als nötig. Bei dem Iskarot-Magier hat sich so leider wirklich nicht verhindern lassen. So, den blöde Till habe ich ja schon mal fertig gemacht. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm, dumm, dumm. Jetzt sind wir auch bei 30 Lernpunkte. Ich habe hier echt diese Hoffnung, wenn ich diese orkische Kriegsherren-Quest beendet habe, jetzt kann ich sie nochmal in aller Ruhe-Sache, dass ich dann nochmal stärkere Zauberverlieh kriege. Von unserem, wie hieß er? Albrecht, genau. So, könnte sein, dass hier noch ein paar Orks rumschwirren. Aber dann nehmen wir doch gerade mal die Armbrust zur Hand. Und nee, ich knall die jetzt nicht über der Haufe, die arme Schweine. Sondern ich gucke mich jetzt hier nochmal um. Nicht, dass hier noch ein Suchender oder wo rumschwirrt. Und ich den Mistkerl einfach übersehe habe. So. Okay, gut. Dann helfen wir den 2 arme Bauern noch, dass sie rauskommen aus dem Schampel. Na, hier steht auch keiner um die Ecke. Gut. Dann ist ja gut. Der sich hier die Landschaft angeguckt hat, den habe ich auch fertig gemacht.
So, bam, 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 bam. Ich würde eigentlich ganz gern sogar im Kloster eine Runde pennen, damit ich nochmal zu diesem Neoras gehen kann, wegen unserem tolle Drachetrank. Das Rezept hätte ich eigentlich schon ganz gern, weil ich habe irgendwie so düster im Kopf, dass wir diesen Dracheneitrank von ihm haben können und dass wir dann auf Irdorat jede Menge von dem Zeug machen können, weil wir da auf jeden Fall auch noch ein paar Drache-Eier kriegen. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen können. Ich habe jetzt auch noch so im Kopf, genau, Angstspruchrolle habe ich noch. Die liebe Tanja hat mir nämlich gesagt, dass man Furcht auf Drache anwenden kann und dann was ziemlich Uriges anscheinend passiert. Und das mache ich doch glatt, weil es gibt tatsächlich noch einen Drache auf Irdorat. So viel kann ich noch verraten. Es gibt noch einen Feuerdrache, der auf Irdorat unterwegs ist. Und ja, an dem werde ich das nochmal ausprobieren. Jetzt wollte ich nur gerade nochmal sicherheitshalber checken, ob ich diese Rolle parat habe, diese Angstspruchrolle. So, Leute. So. Nun komme ich allein Ui, zurecht. das ist Ich gut. danke dir. Was hätte ich bloß ohne dich gemacht? Och. Ich hoffe, diese bescheidene Gabe wird dich angemessen belohnen. Bescheidene Gabe ist gut. Das sind 450 verdammte Goldmünze. Das ist sackenviel, meine Liebe. So, dann nochmal hier und hier. Dann gehen wir nochmal ins Kloster. Also ich persönlich muss echt sagen, 450 Gold und 1000 Erfahrungspunkte, das hat sich definitiv gelohnt. Aber jetzt haben wir es schon 20:46 Uhr. Das ist einfach ein Zeitpunkt, da lohnt es sich für mich einfach nicht mehr in die Wildnis zu gehen. Das finde ich ätzend. Da ich ja schon weiß, wenn ich als Kapitän haben will, frohe ich doch gerade mal Jorgen jetzt auch persönlich. Der kann sich dann nämlich auch schon mal auf den Weg machen. Der Weg ist so sauber. Von daher, die hätten mich gar nicht gebraucht, um da hinzukommen. Bitteschön. Die Sache mit deiner Zeche habe ich geregelt. Du bist frei. Wirklich? Wie hast du das angestellt? Ne, Das willst du nicht wissen. Na schön, soll mir auch egal sein. Besten Dank nochmal. jo, bitte. Was ist mit deinem Angebot? Kann ich noch bei dir anheuern? Jawohl, dich will ich haben. Sei mein Kapitän. Ich fühle mich geehrt, aber hast du denn überhaupt schon ein Schiff und eine Mannschaft? Na. Ich sag mal, 5 Mann sollten es schon sein. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Warte im Hafen auf mich. Ei, ei, Sir. Gut, den haben wir jetzt auch dabei. Wer wird mein Captain? Habe ich jetzt als erfüllte Mission, glaube ich. Ja, genau. Jorgen könnte vielleicht als Kapitän bei mir anheuern. Er soll sich eigentlich noch im Kloster aufhalten. Ansonsten soll es noch Kandidaten auf den... das stimmt zumindest. Ansonsten sollte es noch Kandidaten auf den Höfen oder in der Stadt geben. Vielleicht sollte ich mit Lee sprechen oder mich mal im Hafen umhören. Aber Lee kommt auf jeden Fall auch mit. Der will ja dringend aufs Festland. So. Dann sprechen wir nochmal eine Runde mit Neoras. Und schauen mal, ob mein toller Dracheneitrank jetzt mal soweit fertig ist. Ich hätte nämlich schon ganz gern, inklusive Rezept. Hey. Neoras, alter Kumpel. Ah ja, hier. Ich komme, um den ominösen Dracheneitrank abzuholen. Ja, ich habe ihn gerade fertiggestellt. Ja. Hab ihn noch nicht ausprobiert und übernehme keine Verantwortung. Hörst du? Okay. Gib schon her. Na gut. Hoffentlich fliegt dir nicht die Schädeldecke weg von dem Zeug. Schauen wir mal. Wobei ich es immer noch besser gefunden hätte, wenn wir den armen Drache ausgebrütet hätten, statt ihn hier in die Suppe zu schmeißen. Wo ist er dann? Da ist er. Trank aus Dracheneisekret. Wirkung unbekannt. Wir speichern hier nochmal. Dann pumpen wir das Zeug runter. Stärke plus 3. Ja, von wegen Stärke plus 3. Stärke 90. Warte mal. Halte mal ganz kurz den Gaul nochmal an. Wir gucken nochmal nach. Wir haben eine Stärke von 80 oder sowas. 87 oder was? Ah ja, okay, tatsächlich 87. Na gut, dann passt es so. Dann stimmt das so leider. Trank aus Dracheneisekret. So, dabei kreischen wir halt wie wischt und haben jetzt eine Stärke von 90 und können dank dem die 120er Armbrust jetzt tragen. Die Kriegsarmbrust. Sieht genauso aus, aber macht um 30 mehr Schaden und braucht auch 30 mehr Stärke dafür. Ja, perfekt. So, hier. Ich habe dein Dracheneigebräu ausprobiert. Das Zeug ist gut. Sehr interessant. Ich muss unbedingt meine Forschungen daran fortsetzen. Kannst du mir noch mehr davon machen? Besser ist, wir beide versuchen das Ganze in ein paar Wochen nochmal. Sonst wachsen dir möglicherweise noch Hörner. Okay, kann ich bei dir lernen? Kann ich bei dir... Ich will.
Da haben wir dann den Kruscht. Nee. Aber ja, jetzt weiß ich wieder, wie das war. Genau. Wir finden auf Irdorat dann Rezept tatsächlich dafür, wie das funktioniert, wie man das brauen kann. Ich glaube, so war das, genau. Dann gehen wir nochmal zur Taverne. Und da wir jetzt nämlich mit irgendwelchen Ablenkungen zu rechnen haben, kann ich jetzt meinen Geschwindigkeitstrank gluckern. Dann sind wir da nämlich auch schnell durch. Stimmt, so war das. Ich erinnere mich wieder. Das war nicht so, dass wir den Kerl mitnehmen müssen nach Irdorat oder dass der uns das Rezept gibt. Es war so, dass der Typ der Prototyp gemacht hat und dass wir auf Irdorat dann irgendwo in einer Kammer das eigentliche Rezept finden und uns nochmal mehr von dem Zeug machen können. So war das. Ja, aber ich glaube in der Originalversion von Gothic 2 ohne das Add-on hat es, glaube ich, +3 Stärke und +3 Geschicklichkeit. Auf jeden Fall hat es, glaube ich, mehr gemacht, als nur +3 auf Stärke zu geben. So viel bin ich mir eigentlich relativ sicher. So, jetzt gucken wir dann nochmal auf unserer Karte. Bum, 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 bum. Kriegskarte der Orkibus. Ja, genau. Da am Ufer irgendwo muss das sein. Ja, wir spenden nochmal an unseren Herr Innos ein bisschen Kohle und gucken mal, ob der Schrein unser Attribut spendet oder dafür. Ah, Mana +1. Kann ach nicht, schade. Warum ach nicht? Ah, das sind Orks. Dann kann auch ihr Overgoscher nicht weit weg sein. So. Da. So, Dummkopf. Das war's mit dir. Wo sind die anderen von deiner... Ah, da sind sie. Die andere Worste Könige, da hocken sie. Ja. So. Autsch. Das tut weh. Bei denen Typen spürt man wieder was. Bei denen tut's weh, wenn sie treffen. So, kleine Wundheilung noch hinterher. Gut, aber jetzt sind wir wenigstens schon mal bei Stärke 90. Der hat auch wieder seinen Schennering dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal ein arger Gewinn, dass wir hier auf Stärke 90 sind. Dann brauchen wir jetzt nur noch 30 Stärke für unser tolles Schwert, soweit ich weiß, ne? Ja, 30 Stärke müssen wir irgendwie zusammenkriegen. So, jetzt mache ich das dann. Aber wenn wir endlich nochmal in dem Gebiet sind wir jetzt nämlich auch definitiv stark genug für so Streicher. Weil da ist noch ein Schattenläufer drin, wenn ich mich doch richtig erinnere. Oder 2 sogar. Und da können wir jetzt auch nochmal in die Höhle reingehen. So. Da dürften dann auch nochmal Steinplatte drin sein. So Steintafeln mit Attributsgedöns. Ja, genau. Und der zweite Schattenläufer sitzt dann dort drüber. Wie wir das Horn entfernen, weiß ich leider immer noch nicht. Schade drum. Okay. Da hat er ein Schaf, 2 Schafe gerissen hier, der Schattenläufer. Das ist schon ziemlich heftig. Wir haben hier eine Lebensenergie +3. Das gibt Lebensenergie 15. Perfekt. Entschädigt ein bisschen dafür, dass ich die Klaue Belias halt ein paar Mal aufgepimpt habe. So. Gut, das ist eigentlich auch ein ziemlich grausames Bild, was sich hier uns bietet. Und zwar ist dem Ork, den der Schattenläufer gerissen hat, anscheinend der Kopf abgerobbt worden. Das sieht schon ziemlich heftig aus hier. Das ist einzig die Schlachterhöhle hier. Warte mal, hier. Vielleicht gibt es nämlich ein schönes Thumbnail. Alter Falter, sieht schon böse aus. Ach, Moment, hier war auch noch was. Hier war noch Kraut ein bisschen... Feuernessel, Heilkraut und irgendeinen Trank. Okay, gut, das wollte ich jetzt aber nämlich auch noch schnell erledigt haben, wenn wir dann schon mal hier in der Gegend Nummer sind. Bam, 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 bam. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das war bei der Höhle, wo die Minecrawler drin waren. Da habe ich ja auch diese Minecrawler erledigt und da war im Keller da eine Truhe. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich den Schlüssel für diese Truhe finde. Und was da drin war und wie wichtig das war, was da war. So, wo haben wir sie dann nochmal? Die Ork-Karte. Ja, genau, da muss dann noch was sein. Über der Brücke. Jawohl, da sind sie ja schon wieder. Wie auf dem Präsentierteller, die Mistkerler.
Ups. So. Okay, du zuerst. Dann ihr mit Donnerwetter hinterher. So. Gut, gut. Dann haben wir die Orks mal wieder erledigt. Mal wieder für ein paar Leute in der Wildnis der Tag gerettet. Wahrscheinlich für die meisten Tiere, die hier leben. So, der hat noch ein Wagfell. Das ist ja mies. Der hat nämlich ein Wagfell dabei gehabt. Und im eigentlichen Gothic 2 in der Originalversion findet man bei Ork Elite, nämlich im Standardinventar, Wagfell vergesellschaftet mit einer Drachenwurzel. Das scheint wohl für die Nacht des Raben 8 zu leicht gewesen zu sein, weswegen man das anscheinend aus dem Inventar rausgenommen hat. Das finde ich eigentlich auch extrem bitterbös. So, Richtung Minental scheint auch noch einer zu sein. Und dann sind noch welche bei den Bauernhöfen. Alle hopp. Machen wir auch noch schnell. Und dann dürften wir eigentlich in der nächsten Episode morgen völlig durch sein mit dem Gedöns. So, du Laber. Ja, das scheint eine Laberbacke zu sein. Ich will nicht besessen sein. Deswegen schieße ich so auf den. Und zack, zack, zack. Eieiei, die ziehen immer noch ganz schön ab, wenn sie wollen. Was war das jetzt, was ich da genommen habe? Degen der? Ich habe es gar nicht mitgekriegt, was ich da aufgenommen habe. Schade drum. Naja, wenn es ein Degen war, dann... Heiliger Pfeil? Nee, das ist unsan. Ich habe schon gedacht, ich hätte Rune aufgenommen, aber nee. Da ist nichts passiert. Die kleine will ich nicht. Ich will die mittlere Wundheilung. So. Peng. Und da sind sie ja schon die Ucha-Chacha Boys. So, dann kommt mal her. Da komme ich schon arg geturnt. Ja, du hässliche Schweinebacke. Gut. Ach, ein seltener Anblick, dass man die Kerle mal alle trifft. Aber das ist ja irgendwie noch logisch, dass die hier vom Minetal relativ viele haben. Ah, da hinten ist noch einer für sich, dann machen wir mal außer Reichweite. Ja, dass der noch mitkriegt, wie ich seine Crew hier niedermähe. So. Gott. Tja, wenn man es kann, dann geht es relativ fix, würde ich sagen, ne? Okay. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt, den ganzen Quatsch hier. Und die dumm. Den Ork nehmen wir auch nochmal aus. Ja, ich finde es echt gemein, dass die Wagfälle bei sich haben als Inventar, dass die jetzt tatsächlich hier ihrer Drachenwurzel beraubt wurden. Da hat man nämlich früher immer schön die Einnahmequelle gehabt. Wenn man mal Glück gehabt hat und so Ork-Elite getroffen hat, die das dabei gehabt hat, weiter hoch, die eben das im Inventar gehabt hat, dann hat man sich immer mal wieder einen Stärketrank brauen können, aber das fällt anscheinend hier weg. Finde ich ziemlich gemein. Hier leckt's auch ziemlich arg. Ja, hier hängt der Bildschirm ziemlich heftig. So, dann kommen wir her. Zack, zack. Normalerweise ist bei sowas immer recht hilfreich, noch ohne zu gucken. Damit man dann diese Ladesequenzen für die Ferne nicht hat. Und das beruhigt sich dann normalerweise immer etwas mit dem Lagger. So. Okay, wir gucken uns jetzt hier aber auch nochmal um, ob hier nicht zufälligerweise auch noch irgendwelche andere Orks rumhocken. Ja, da ist nämlich einer noch auf der Brücke, wie es aussieht. Sieht man mal, ne? So, den Scavenger habe ich jetzt noch schnell mit der Armbrust erledigen können. Den Ork hoffe ich doch so noch fertig machen zu können. Und dann haben wir da noch ein paar Drachensnapper, die auf uns warten. Je nachdem, was mich zuerst ergreift, Drachensnapper oder Ork. Na? Ja. War mir irgendwie klar, weil zusammen mit den Orks will ich mich da jetzt nicht auch noch mit Drachensnapper anlegen müssen. Oh, der geht direkt zum Kadaver von dem Scavenger. Okay, mir soll es recht sein. Ja, die machen nämlich auch noch gut Schade.
Die Biester machen immer noch genug Schade, finde ich. So. Hier, den Scavenger nehmen wir auch noch aus. Dann dort hier zu dem Drachensnapper. Komm her, du Sausack. So. Und alles klar, gut. Sehr schön. Wenn wir das Mistvieh auch noch platt machen können. Ah, da ist noch ein Suchender dabei. Okay, den Suchenden könnten wir auch noch fertig machen, weil die geben nämlich auch immer sehr gut Erfahrungspunkte. Waran? Ah, gut. Gut, der Suchende ist Gelaberbacker, finde ich gut. Weil ich heb mal so einen Trank auf, damit mich Irdorat keiner aus Versehen besessen machen kann. So. Dann hätten wir da nämlich noch den orkischen Kriegsherr. Und wir gucken nochmal auf der anderen Seite, um auf Nummer sicher zu gehen, dass dem sein Gefolge nicht möglicherweise auch noch da ist. So. Und das war's mit ihm. Sehr schön. Gut, 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 gut. Sehr schön. Wegen der orkischen Kriegsherren. Bald dürfte die ganze Altherrenrunde beendet sein. Ah, okay, ab hier geht's wieder flüssig. Das ist gut. Kleine Wundheilung. Da gucken wir jetzt nämlich gerade nochmal auf der Karte, nachdem ich mal so einen kleinen Mana-Trank gegönnt habe. Gucken wir gerade mal auf der Karte, wo das nächste ist. Ich glaube, das ist dann von der Tote Harpie aus noch noch Oste Richtung Felder. Genau. Und bei den Bauernhöfen. Aber da dürfte jetzt nichts sein. Der Bauernhof dürfte eigentlich sicher sein, ohne irgendwelche blöde Orks, die hier rumschwirren. Sieht man zumindest relativ sicher aus hier. Oder? Seid ihr sicher, ihr arme Leute? Ah, Mododo ist Koanga. Den können wir auch rekrutieren direkt. Hey, du. Hallo. Wie sieht's so aus? Ganz gut. Ich habe nur immer noch diese miesen Kopfschmerzen, obwohl sie schon besser geworden sind, seit ich nicht mehr im Minental bin. Ich bleibe erst einmal hier. Dann weißt du, wo du mich finden kannst, wenn du mich brauchst. Dich nehmen wir doch mit. Ich werde Korenis verlassen. Würdest du mitkommen? Je weiter ich vom Minental wegkomme, umso besser. Wann geht's los? So. Komm zum Hafen. Ich komme später nach. Anga ist über jede Meile dankbar, die zwischen ihm und dem Minental liegt. Er hat angeboten, mich auf der Reise zu begleiten. Lee bieten wir das an. Bin schon unterwegs. Und ich glaube, Bennett können wir auch noch mitnehmen. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Quatsch, ich wollte nicht zum Kloster. Ich wollte zur Taverne. Und dann würde ich doch sagen, ihr liebe Leid. Wir machen do morgen wieder weiter. Erledigen die letzte orkische Kriegsherre. Und dann werde ich mich wahrscheinlich nochmal ins Minetal aufmachen. Und do noch ein bisschen rumschnetzeln. Und ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln und vielleicht auch noch ein bisschen ausgeben für was. Also machen's gut und bis mal dann wieder. Iron Yankee.